Jam schreibt da noch, wird der CH-Rap mal so kommerziell wie zum Beispiel Deutschrap? Was meinst du? Gute Frage. Eine Frage, die auch immer wieder aufkommt. Ich habe ehrlich gesagt keine definitive Antwort auf das. Ich spinne dort auch ein bisschen mit verschiedenen Theorien um, Jam. Momentan glaube ich nicht zwingend dran, aber quotet mich dort nicht oder zitieren mich dort nicht in der Zukunft. Aber momentan denke ich nicht daran, dass es ein Genre wird sein, so wie in Deutschland oder in den anderen Ländern, wo jetzt das Rennen macht, sage ich mal, in unserer Sprache, sondern es wird vielleicht irgendwann einmal eher einfach die Entwicklung stärker werden, dass immer mehr und mehr Konsumenten da draussen einfach generell CH-Musik hören wollen und das im Moment noch nicht der Fall ist. Und dann entscheidet sich's einfach mit dem geilsten Genre, sage ich einmal. Und Rap im Kampf gegen alle Genres hat im Moment halt die besten Karten, sage ich mal, weil das natürlich, das muss ich ja niemandem erklären, so ein bisschen die Musik von der Jugend ist oder von den Generationen, die jetzt halt aufwachsen. Aber wenn man sich das jetzt vergleicht mit Deutschrap, braucht es da noch ziemlich viel, dass es auf die gleiche Basis kommt. Also halt im Verhältnis in der Schweiz natürlich, das ist 10, 15 Mal kleiner als Deutschland jetzt rein vom Konsum, wenn man dort so ein bisschen ungefähr anschauen geht. Im Verhältnis, selbst wenn man das abrechnet, braucht es immer noch ein bisschen mehr, sage ich jetzt einmal da, dass CH-Rap als einzelnes Genre jetzt würde ins Rennen machen. Aber die Chancen stehen mit dem Genre eigentlich am besten. Momentan noch. Vor Rock, vor allen anderen Genres. Ausser halt Pop. Weil halt das, was im Deutschrap passiert ist ja, klar ist Deutschrap das dominanteste Genre, aber das ist nachher wiederum das Pop-Genre. Weil das jetzt halt zu Pop mutiert worden ist. In der Schweiz ist aber nach wie vor, und zu dem habe ich eine Episode, ist halt nach wie vor, glaube ich, die grosse Schwierigkeit, was ein bisschen die Lösung, oder vielleicht steckt in dem die Lösung, was der Jam da fragt oder meint, dass halt die, ja, Identitätsprobleme tönt halt ein bisschen hart, sage ich mal, aber dass die Schweiz immer noch nicht so recht weiss, oder die Schweizer Künstler und Künstlerinnen, was sie machen wollen. Ich sehe noch zu viele Beispiele, die irgendwie auf Englisch versuchen, nachher gibt es Beispiele, die auf Hochdeutsch versuchen, die Leute, die auf Mundart versuchen, die Leute, die auf Italienisch oder Französisch versuchen. Und Französisch wäre ja auch völlig fair, dass man sagt, weil wir noch einen grossen französischen Anteil haben in der Schweiz. Aber irgendwie hat man sich da immer noch nicht richtig eignen auf die Sprache. Und das ist natürlich sehr hinderlich, teilweise für den Fortschritt. Das ist jetzt auch nicht etwas, was man forcieren kann oder etwas, was man eben erzwingen in dem Sinn. Ich muss mir einfach vorstellen, umso mehr Leute zum Beispiel jetzt Mundartmusik produzieren, gute Mundartmusik, weil halt die Qualität auch muss besser werden generell. Umso mehr das passiert, umso mehr wird das halt in den Vordergrund kommen und umso mehr Konsumenten werden auf das wie sagen wir, aufmerksam. Und nachher tut sich wie so eine Schlaufe, wie so ein schwarzes Loch entsteht, wo halt immer grösser und grösser kann werden. Vielleicht gibt's da jetzt ein anderes Beispiel, das ein bisschen besser passt, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ist das aber, Jam sagt dann noch ergänzend, ist das aber positiv oder negativ für einen Künstler, dass wir im Vergleich zu DE viel weniger Einwohner haben? Im Fall ist eine gute Frage, Jam. Ist im Fall hat gar nichts mit einem positiven oder negativen Aspekt für mich zu tun. Es ist einfach wichtig, dass man das ins Verhältnis setzt zu der Schweizer Population. Man muss das halt abrechnen, wenn man jetzt halt davon ausgeht, eben, man hat 6 bis 8 Millionen Einwohner insgesamt. Und jetzt können wir uns überlegen, was jetzt die aktuellsten Zahlen sind. Aber sagen wir, es ist irgendwo zwischen 7 und 8. Dann muss man das entsprechend abrechnen auf die Leute, die überhaupt da affin sind auf Musik. Und dort, wenn wir jetzt, sagen wir, man
man tut 3 Millionen Leute, tut man weg, jetzt einfach als Beispiel, so, das ist jetzt kein Studie oder so, oder offizielle Statistik, aber wenn man Leute natürlich wegzählt und man sich tatsächlich nur noch die anschaut, wo für Musik anfällig sind und wo auch Musik konsumieren, proaktiv, dann sind das natürlich, obwohl wir 7 oder 8 Millionen Leute im Pot haben, sind das ja nicht effektiv 7 oder 8 Millionen Leute. Es ist halt nicht für jeden, der Bezug Musik ist halt nicht für jeden Einwohner gleich wichtig da in der Schweiz. Und das Einzige, was man jetzt auf CH-Rap so ein bisschen vergleichen kann, Jam, oder mit Deutsch-Rap, wenn man das vergleichen will, ist, dass man sich anschauen kann, dass aus irgendeinem Grund Deutschrap in Deutschland stärker konsumiert wird als Hip-Hop in den anderen Ländern. Das kann man sich ganz einfach anschauen, auch selber, die Zahlen sind öffentlich, wenn man so ein bisschen vergleichen auf Spotify zum Beispiel, welche Länder etwa die gleiche Einwohnerzahl hat und in welchen Ländercharts Hip-Hop das dominante Genre ist. Und nachher geht man das einfach mal ein bisschen mit Deutschland zum Beispiel vergleichen, von der Anzahl Streams, die täglich passieren oder wöchentlich, und merkt dann sehr schnell, dass aus irgendeinem Grund, oder das habe ich jetzt auch noch nicht hure tief analysiert, aber man kann ein bisschen feststellen, dass die deutschen Hip-Hop-Fans in Deutschland überdurchschnittlich stark konsumieren im Vergleich im Vergleich zum Beispiel mit Schweizer Fans, Schweizer Hip-Hop-Fans in der Schweiz. Aber was das nachher schlussendlich zu bedeuten hat, ob das jetzt positiv oder negativ ist, vielleicht das Einzige, glaube ich, wo da ein bisschen eher negativ ist oder halt noch nicht so fest im positiven Licht, ist halt dass es halt immer noch sehr viele Schweizer Konsumenten gibt, wo nicht so einen Bezug oder noch nicht einen Bezug aufbauen können zu Schweizer Musik generell.